SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Diesen Moment in der Lobby vergesse ich nie mehr. Emma als Chefin in meinem Sahnenhof. Mamma mia! Fabi hat Emma angestarrt und dann die Lady Blake. Und Grandma Miller, wo nicht gemerkt hat, dass die zwei sich reingegleimt. Und an Fabi ihren Vater, der der gestanden ist mit verheulten Augen und zusammengepressten Lippen. Ich konnte ihn nicht mal umarmen, weil ich so verrückt war, dass er das einfach geschehen. Der hat halt nicht mehr kämpfen wegen dem blöden Burnout. Burnout, Luis. Ja, eben. Aber als das Taxi ist gekommen, um ihn in die Burnout-Klinik zu bringen, hast du ihn dann gleich noch umarmt. Ich habe einfach... Schiss gehabt, gell? Er werde nicht mehr gesungen und komme nicht mehr heim. Ja. Aber genervt hat es mich gleich. Ausgerechnet jetzt hat er zur Erholung in eine Klinik müssen, wo die Mami im Spital ist, für einen Rücken zu operieren. Ausgerechnet! Und die Grandma schickt für die Zeit die Emma in den Sahnenhof zum Schauen. Und dann hat Lady Blake gerade so: «Yes, let's help each other. We are family.» Familie! Ausgerechnet die! Dann hat sie gerade weitergeschleimt und die Grandma Miller und Emma ins Casa Maria zum Znacht eingeladen. Und wir sind in KOG, die geheime Kommandozentrale Untergeschoss vom Team FLS. F für Fabi, L für Luis. S für Sandy Handy. Und die hat sich gerade aus meinem Hosensack gemeldet und vorgelesen, was im Internet jemand hat geschrieben. Im Hotel Sonnenhof hat die Familie Blake vom Luxushotel Rose die Leitung übernommen. Weil die Familie weiss, überfordert sei. Überfordert! So eine Staubwolken, Spielkonsole, Scheissdreck. Ah, typisch Emma, sättige Hühnermist posten. Dann haben wir beraten und beschlossen. Erstens, wir beschatten Emma. Ist ja klar gsi, die ist ja nur im Sahnenhof zu meinem Schaden, was sie nur kann. Zeugs klauen oder Gäste vertreiben oder weiss ich nicht was. Ja. Zweitens, wir leiten alle Infos an Mami ins Spital weiter. Und drittens, Claudie Charlie loggt sich in die Kamera vor Lobby ein, kontrolliert die Rezeption und behaltet Kontakt zur Sandy-Handy. Und die postet im Internet, dass die Sahnenhof-Hoteliere nur eine Rückenoperation haben und gleich wieder zurück sind. Und ich kümmere mich um die Gäste. Weil ich bin nämlich die 4. Gastgebergeneration im Sahnenhof und nicht die. Eine Gastgebergeneration, die die Nase läuft. Ja, und dann habe ich halt verkältet nach dieser kalten Herbstnacht im Bischi draussen. Ja, also. Wo wir bei KOG raus sind, war es etwa 6 Uhr und ich bin zur Mama in die Küche. Und ich ins Resti. Und dort sehe ich eben die Grandma Miller, die Lady Blake und Emma zusammen an einem runden Tisch sitzen. Grossmutter, Tochter und Enkelin. Schöne Verwandtschaft. Neben der Emma hockt noch eine Freundin. Und ich denke gerade so, der ist doch nicht zufällig da. Logisch. Die reden an diesem Abend ja nicht nur über das Wetter. Sondern über einen Sahnenhof mit der neuen Direktorin. Pff. Ich bin im Eingang bleiben stehen, bis die Grandma Miller mich sieht und über winkt. Ich bin natürlich zuerst zu diesem Freund, strecke ihm die Hand her und sage: «Fabienne Weiss, Gastgeberin im Sahnenhof, freut mich.» Aber der winkt nur ein bisschen und seinen Namen sagt er nicht. Nur so wie ein Bubeli. Hallöchen. Die Grandma fragt, ob ich noch ein paar Fischkräpfchen will. Von meiner Mama, aber hat schon einen Gleichkäse abgebracht. Die Emma hat den Dauer fast leer gehabt. Aber dann winkt sie im Grauzopf, der beim Servieren hat ausgeholfen und sagt so süß wie Honig:
Es tut ihr schambar leid, aber die Kräpfli sind nicht bei 175,5 Grad gebacken worden und sie möchte gerne neue. Das hat sie erst gemerkt, nachdem sie fast alle gegessen hat. Ja, der Grauzopf und ich schauen einander an. Er lächelt fein, räumt den Teller ab und lässt das letzte Kräpfli auf das Kleid von Emma rutschen. Upsi! Sie will gerade ausrufen, aber die Lady Blake so, nicht vor der Grandma. Dann hat Emma sich zusammengerissen, aber dafür noch etwas viel Fieseres gemacht. Sie lächelt mich an, steht auf, fingerlet sich ihr rot gefärbtes Haarsträndchen zurecht, geht zum Tisch nebendran, begrüßt die Gäste und stellt sich vor als neue Sahnenhofdirektorin. Boah, geht von Tisch zu Tisch, spielt sich auf und verstinkt alle mit ihrem grusigen Parfüm. Nur ein Tisch lässt sie raus. Nämlich der, wo die Lisi ist gesessen. Das ist die Metzgerin aus dem Dorf. Wo auch gerade noch so heisst. Lisi Metzger. Also, ich gehe her, die Lisi Metzger schaut mich an, deutet auf die Emma und kuschelt. Die Drucke dort hat mir am Nachmittag angerufen. Sie sei die neue Chefin im Sahnenhof und ich muss mein Fleisch billiger machen, sonst kauft sie es bei einer anderen Metzgerei. Und neben ihr ist der Käser gehockt. Alle sagen ihm Barbarossa, wegen seinem roten Bart. Ein gefürchiger Typ, klein wie ein Bär. Der knurrt. Beim Beck und bei mir hat sie den Preis auch drücken. Und am Tisch nebendran hockt ein Paar. Und ich höre, wie er zur Frau sagt, «Kannst du schauen? Die zwei aus der Rose übernehmen den Sahnenhof gerade ganz. Die Kohle hätten sie. So wie sie mit ihrem Casino die Spieler abzocken.» Dabei gehört das Casino gar nicht der Lady Blake, sondern meinem Vater. Ja, logisch. Aber das wissen eben die wenigsten. Dann ist Fabi wieder zurück an den Tisch, um der Grandma Miller zu kuscheln. Aber die war müde und hat gerade Emma gefragt, ob sie so lieb wäre und ihr ein Taxi bestellen würde. Die Emma hat sie gefragt, statt mir. Ja, voll fies. Mega. Dann die Lady Blake so, «Nee, kein Taxi. Draussen habe ich einen furchtbaren Schneesturm und sie tun sie höchst persönlich heimfahren.» Schneesturm, so ein Scheiss. Skilehrer. Es hat ja erst ein bisschen angefangen zu flöckeln. Dann sind sie gegangen und jetzt kommt der Hammer. Die Emma ruft im Grauzopf und sagt, das Fischkräpfli habe er absichtlich auf ihr Kleid geschmissen. Er komme gerade heim, er sei fristlos entlassen. Peng! Der Grauzopf schaut sie lang an. Dann sagt er, «Mädchen, ich sag dir eins. Die bräucht's mal noch richtig wüst. Und dann kommst du auf die Welt. Richtig böse.» Da hat Fabi gerade gewusst, jetzt ist richtig Feuer im Dach. Ich wollte am Grauzopf nachher, aber da kommt gerade der alte Nachbartier ins Resti. Geht zur Emma und fragt, für was das seine jetzt schon herbestellt. Seine Nachtschicht fange doch erst in 2 Stunden an. Nicht Emma? You're fired. Also, er sei entlassen. Und Punkt 11 soll er ihr die Schlüssel abgeben und jetzt können sie ihm Nachfolger das Haus zeigen. Ja, und dann der Fremd am Tisch. Hallöchen, ich bin der Gildo Gensemar, Nachportier in der Rose. Ich übernehme im Sahnenhof. Für seinen Namen kann er ja nichts. Ja, aber für das Hallöchen. Ich habe Mami im Spital und am Babs in der Klinik eine Sprachnachricht gemacht und im Grauzopf eine Entschuldigung geschrieben. Und dann bin ich in die Lobby, beobachten. Am 11:05 sind die Nachbartiers gekommen und der Alte hat dem Neuen die Überwachungskamera in der Lobby gezeigt und die Alarmarmbanduhr. Ich konnte im Bett auf der Sandy-Handy zuschauen, wo die Claudi Charlie hat ja gestreamt, was die Überwachungskamera hat gefilmt. Dann kommt Emma aus dem Rest. Die Cleo fängt an zu kläffen und die Emma fängt auch an zu kläffen. Hunde und unbegleitete Kinder haben um diese Zeit in der Hotellobby nichts mehr verloren. Unbegleitete Kinder? Dabei ist die Kuh doch nur ein paar Jahre älter. Ja, und ich nicht mal umgehen, Nee. weil in den Sesseln der Lobby noch Gäste gehockt sind mit ihren Schlummertrünken. Die Lisi Metzger, die Barbarossa und noch 3, 4 aus dem Resti.
Also winke ich denen halt gute Nacht und gehe mit der Cleo ins Stegenhaus. Dort packe ich mein Handy aus und schon hat das Handy mir weiter gestreamt, was in der Lobby passiert. Nämlich, wie der alte Nachportier am Neuen hat die Schlüssel abgegeben und noch gezeigt, wie man den Tresor aufmacht. Boah, die Nötchen dort innen, 1 Million. Quatsch, nur so 20'000. Ja, auf alle Fälle habe ich gedacht, nehmen die jetzt all die Nötchen dort raus. Sicher nicht, wenn die Gäste in der Lobby hocken. Dann sind wir schlafen. Schön wär's. Kopfweh und Schluckweh und Schüttelfrost und Albträume hatte ich. Meine Eltern sind auf Thailand ausgewandert. Vor dem Personaleingang campieren entlassene Mitarbeiter. Ich schraube in Abwäsche riesige Pfannen mit angebranntem Tomatenpüree. Im Wasser schwimmen Glonfische und Gumpen durch einen Seifenschaum. Durch die Küche fliegen Flugzeuge aus Seifenblättern, ein durchgedrehter Staubsauger saugt tausende Fischkräpfchen vom Boden. Und in der Sahnenstube begrüßt Emma Blake meine Gäste mit ihrem grusigen Parfüm, einem grusigen Nagellack und ihrem roten Strändchen. Schlimm! Das war ja wirklich eine weltrekordblöde Nacht. Ja! Dann am Morgen ruft die Mami an, die meine Sprachnachricht hat gehört. Sie informiert Grandma Miller über die Entlassungen und ich soll Fieber messen und wenn es nicht zu hoch sei, ein Grippebad nehmen. Ich habe Stimme angemerkt, sie ging noch mega Rückenweh. Und ich bin gerade nach dem Aufstehen zur Fabi den Sabrimops holen, um raus Schneeflocken zu schnappen. Ich habe mehr verwünscht als er. Ich bin in ein Grippebad mit viel Schaum. Und kaum liege ich drinnen, höre ich die Wohnungstür. Dann geht die Badzimmertüren auf. Und wer streckt den Kopf rein? Die Emma! So frech! Boah, bin ich ausgerastet. Raus hier! Sofort! Die Wohnung ist privat! Aber die lächelt und hockt einfach auf den WC-Deckel. Und ich liege blut in der Badwanne und kann nichts machen. Sie hat die Tageszeitung gebracht. Genau, und vorlesen. Ausfälle und Kündigungen im Sahnenhof. Die junge Hoteliere Emma Blake von der Rose übernimmt die Leitung im Sahnenhof. Das hat sie doch selber an die Zeitung verzapft. Sie freuen sich, dem Schwesternbetrieb der Rose in dieser schweren Stunde beizustehen. Und die Hauptinvestorin vom Sahnenhof, die Lady Yvette Miller, hoffe auf eine langfristige Zusammenarbeit. Und jetzt wird's lustig. Ich habe die mit Badwasser vollgespritzt, die Kuh, bis sie pflotschnass war. Sie kumpelt auf, trocknet sich das Gesicht mit meinem Frottentüchli, geht zur Tür, dreht sich aber nochmal um und sagt: Du bist nur die Großnichte. Aber ich bin die Enkelin. Voll brutal. Als sie draussen war, habe ich angefangen zu rennen. Der ist irgendwie aufgegeben. Zusammengebrochen bin ich. Weil ja, die Grandma Miller ist ihre Grandma, nicht meine. Ja, sie ist deine... was schon wieder? Grosstante. Also, ihr Bruder war mein Grossvater. Ah ja, genau. Also, ich bin nicht zusammengebrochen. Und als ich den Sabrimops zurückgebracht habe, kommt uns beim Lift die Emma entgegen. Flotschnass. Die Cleo kumpelt sie voll an und verbeißt sich in ihren roten Lederhosen. Lederleggings waren das. Leck, hat die einfach reihen. Und der Sabrimops hat nicht mehr losgelassen. Aber dann, plötzlich, baut es aus meinem Hosensack. Handy, wie ein Hund. Und der Sabrimops hat der Emma ihre Hose gerüttelt und umgeschaut. Aber weit und breit kein Hund. Er ist voll nicht mehr rausgekommen. So hat Handy sie abgelenkt. Mega schlau. Ja, und Emma ist abmarschiert, voll bleich, aber hat noch gemerkt, das Monster von einem Hund komme ihr nur noch mit einem Maulkorb in ihr Hotel. Ihres Hotel? Ja, tss. Den Rest des Tages hast du auch streichen.
Die Fabi liegt krank im Bett mit dem Hund auf der Decke. Und ich habe bei Mama in der Küche geholfen und gehört nicht, was machen. Genau das Richtige hast du gemacht. Was? 3 Mal bist du schauen, wie es mir geht. Und als ich so gerannt hast du mich sogar umarmt. Aha, ja, ihre Sache. Und das Handy hat mir Smileys geschickt. Ja, und ein Lied gesungen zum Aufmuntern, gell? Vollherzig. Dem Grauzopf habe ich dir auch noch geschrieben. Er soll einfach frei machen, bis die Mami zurück sei. Sie stellen ihn sowieso gerade wieder ein. Aber zurückgeschrieben hat er nicht. Haben mir keine Sorgen gemacht. Einmal dann noch nicht. Wenn er nicht schafft, hat der Grauzopf das Handy etwa mal abgestellt. So richtig gerebelt hat es erst in der nächsten Nacht. Ja, du. Also, etwa um 12:30 hat Sandy wie blöd vor Steckdose unter der Kommode vorgepiepst und mir gestreamt, was die Claudi Charlie vor Überwachungskamera in der Lobby hat übermittelt. Die Emma und der Hallöchen, sie ging noch an die Rezeption und noschen in den Schäften rum. Da die Türen vom Haupteingang auf und 2 Stürme rein. Mit Fasnachtsmaske und Pistolen in der Hand, die voll aussehen wie echt. Die Emma und ihre Hallöchen strecken die Hänge auf und der eine hält sie in Schach. Der andere kommt schnurstracks zur Überwachungskamera und schaut kurz drauf, so wie wenn er mir gerade in die Augen schauen will. Schlägt auf die Kamera und dann hat es nur noch geflimmert. Ein Überfall im Sahnenhof. Mamma mia! Ich bin zack aus dem Bett gegumpelt, habe mich angelegt, dann bin ich zum Fenster aus und los Richtung Sahnenhof. Es hat mega geschneit, aber ich sehe von weitem ein grosses, dunkles Auto und jemand mit einer komischen Fasnachtsmaske, wo gerade die Tür beim Fahrersitz aufreißt. Und hinter ihm kommen nochmal 2. Ein grösserer mit einer lustigen Klonmaske, wo jemand Kleineres mit einer Augenbinde Richtung Auto schöpft. Eine Entführung! Ja, und wo die 2 um das Auto herumgehen, lässt gerade der Fahrer den Motor laufen und ich sehe im Licht von den Scheinwerfer 1 Sekunde lang die Hose von dem Typ mit der Augenbinde. Rote Lederleggings. Die Emma! Der Schnee ist richtig aufgespickt, als sie davon gefahren sind. Dann sind sie haarscharf am Polizeiauto vorbeigeschlittert, das ihnen entgegengekommen ist, mit dem Vorgrünigen drinnen. Und der sieht mich natürlich zum Sahnenhof säckeln und haltet. Ich kumpe auf den Beifahrersitz, wir nehmen die Verfolgung auf, der Rüdu reisst das Polizeifunkgerät aus der Halterung, gibt es mir über und ruft: «Los, sag, was hast du gesehen?» Dann habe ich den zentralen Bericht erstattet. Entführung von der Emma Blake im Sahnenhof. 2 Täter, das Fluchtfahrzeug dunkel, auch ein Minivan. Signalement vom Opfer, rote Lederhosen und Giraffenwimpern, Nagellack und Parfüm, ein rotes gefärbtes Haarsträhnchen und hochnässig. Blöffer, das hast du sicher nicht so Polizistin gesagt. Mo, und die Zentrale hat Sack eine Fahndung ausgelöst. Und wir hätten das Fluchtfahrzeug garantiert noch eingeholt. Wenn nicht was? Ja, wenn unser Polizeiauto nicht vor der Rose in den Schneewall wäre reingeschlittert. Der Rüdu hat nicht mal mehr seine Autotür aufgebracht und musste auf meine Seite überklettern. Boah, der hat so geflucht. Dann seid ihr zu Fuss zum Sahnenhof zurück. Genau. Und wo der Rüdu schon durch den Haupteingang rein ist, surrt das Handy in meinem Hosensack. Ich soll doch dus noch Reifenprofil im Schnee fotografieren, bevor jemand drüber schalpert oder die Schneeflocken alles zudecken. Mega schlau. Ja, ich bin ja im Bett gelegen, verstopfte Nase und Schluckweh und alles. Ja. Aber plötzlich fängt Leo auf meiner Decke an zu winseln und umscharren. Ich wollte nicht unter der Decke vorkommen, aber sie hat ging wilder da und irgendwann sogar auf bauen wie blöd. Sie hat halt gespürt, etwas stimmt nicht im Sahnenhof. Ich stehe so auf, sie rennt zur Wohnungstür, ich hinge nachher, mache auf, die Leo die Tür ab wie eine Rakete, wir also vom 5. Stock in die Lobby runtergesäckelt.
dort mache ich die Türen auf und Cleo rennt gerade direkt hinter die Rezeption. Wo er am Boden ist gelegen, der Hallöchen. Und der Tresor Offen und leer. Ich grüble am Hallöchen das Pflaster vom Mund. Hat der angefangen zu japsen. Das Zweizige sie gesehen. Er konnte gerade noch den Alarmknopf drücken. Sie haben es nicht gemerkt. Dann musste der Tresor aufmachen. Sie haben ihn geleert und seine Chefin entführt. Gemeint hat er die Emma. Ich schaue ihn an und sage, ja. Ich wollte sofort am Vogrünigen anrufen, aber der kommt gerade rein und der Luis auch noch gerade und sagt, die Emma sei entführt worden. Ich schaue ihn an und sage, Luis, das glaubst du jetzt aber nicht öppe. Ja, Die Emma schmeißt unseren alten Nachtwächter raus und sagt nicht mal wieso. Bringt ihr Hallöchen mit und lässt ihm die Schlüssel geben. Dann lungern sie 2 Abende lang ewig an der Rezeption zusammen und jetzt ist der Tresor leer. Also bitte, das ist alles nur vortäuscht. Der Hallöchen musste mitspielen und das Maul halten. das hättest du nicht behauptet, wenn du die Entführung hättest beobachtet, wie ich. Emma weiss, wie man eine Show abzieht. Die macht ja nichts anderes im Leben. Dann sage ich zum Vogrünigen, ich wette, morgen taucht sie wie eine Heldin auf und behauptet, sie hätte sich befreien können. Sogar beim Vogrünigen hat es da denken. Darum hat er ja dort zum Hallöchen gesagt, er dürfe den Sahnenhof nicht verlassen. Dann hat er der Lady Blake angerufen wegen ihrem Töchterli. Und in der Zwischenzeit ist die Verstärkung gekommen, die ich im Polizeiauto bestellt habe. Ewig hatten die wegen dem Schneetreiben. Und natürlich sind schon reihenweise Gästerlobby gestanden und haben gemotzt wegen dem Lärm oder haben gefüttert. Also musste ich mich um die kümmern. Krank und im Bischi. Eine gute Gastgeberin schaut zuerst auf die Gäste und nicht auf sich selber, Luis. Ja, also. Auf alle Fälle ist dann der Rüdu oftmals zum Sahnenhof raus, ohne ein Wort. Ich hinge nachher. Dus schaut er in den Schnee und schimpft in sein Bart. Ich zücke das Handy, schicke ihm die Fotos vom Reifenprofil, bei ihm surrt's, er nimmt das Handy, schaut die Fotos an und dann mehr. Und ich voll cool. Ich habe es gefüttert, wo man es noch gesehen hat. Da hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, Luis, wenn du so weitermachst, lasse ich mich von deiner Mama als Hilfskoch anstellen und du kannst meinen Job als Dorfpolizist haben. Stolz wie ein Vater. Ja. Dann hat er uns aber auch ins Bett geschickt wie ein Vater. Ja gut, das war ja auch schon zur Nacht um 1:30. Die Mama hat im Fall mega geschumpfen, wo sie mich reinschleichen hören. Aber bevor ich zum Sahnenhof raus bin, habe ich noch mega unauffällig das Handy an der Rezeption betoniert. Deponiert, Luis. Ja, sage ich ja, einfach versteckt und der gelassen, dass sie alles mithören und der Fabi kann auf das Handy streamen. Darum habe ich später im Bett mitbekommen, wie die Lady Blake in Sahnenhof ist gestürmt und hat angefangen umzuschreien, es sei ja klar, wer ihr armes Töchterli entführt. Nämlich der Grauzopf. Der Grauzopf als Entführer von Emma. Ja, logisch. Zuerst provoziert sie ihn mit diesen Fischkräpfchen und dann schiesst sie ihn frischlos raus. Der war so hässig. Hast du ja gehört, was er gesagt hat? Mädchen, dir bräucht's noch mal richtig wüst. Und der kommst böse auf die Welt. Etwa so. Ja, und wegen dem hast du voll geglaubt, dass der Grauzopf ein Entführer und Räuber ist. Nein, sicher nicht gelobt. Nur mal ein bisschen gedacht. Der Rüdu hat ja dann etwa eine Stunde später die Mama und mich aus dem Bett geläutet, mit 2 Kollegen, ob wir nicht den Schlüssel haben zum Grauzopf ihrer Wohnung unten dran. Und dann hat er die gefesselte Emma gefunden. Nein, Eben. aber den Grauzopf hat er auch nicht gefunden. Und der hat ja schon mal einen Raubüberfall begangen mit dem Nick. Bartholé. Ja, eben. Ja, aber das ist etwa 50 Jahre her. Wo wir in der Wohnung vom Grauzopf sind gestanden, hat der Rüdu gesagt, «Weisst, Luis, ich war dann ein Bub und habe mich das Leben lang gefragt, wo echt die 2 Räuber sind. Darum
bin ich Polizist geworden. Und jetzt ist wieder ein Raubüberfall und wieder ist der Grauzopf verschwunden und wieder will ich es wissen. Auf alle Fälle am nächsten Morgen um 7 Uhr habe ich Mami ins Spital angerufen und ihr von dieser Entführung erzählt. Und sie sagt, Fabienne, du missest jetzt Fieber, bleibst im Bett und trinkst Tee. Und auf die 9 Uhr gehst du warm angelegt in die Küche zur Maria für eine Besprechung. Ich organisiere. Ja, aber dann hast du um 7:30 in der Lobby deinen Gaffergäste gekütterlet. Betreut, Luis. Ja, wo der Fander an der Rezeption hat zugeschaut beim Spurensichern. Zuerst habe ich aber noch unauffällig das Handy von der Rezeption gefischt. Und als der Luis kam, sind wir in die KG zur Besprechung, wie wir den Fall am besten lösen. Nämlich mit einer Grossfahndung. Erstens, Claudi Charlie hackt sich in den Computer vom Vogrünigen ein und schickt von dort aus allen Autogaragen das Foto vom Reifenprofil. Ob sie das Reifenmodell verkaufen und ob sie Käufer haben mit schwarzen Minivan. Genau. Zweitens, die Claudi Charlie sucht schwarze Minivan auf allen Überwachungskameras, die sie hacken kann. Tankstelle, Rosen, Bahnhof, Bank und so. Drittens, das schauen wir dann später. Dann sind wir rauf und durch die Lobby, wo der Rüdu im Büro gerade der Hallöchen in die Zange hat genommen. Leck hat der da! Natürlich sei seine Chefin entführt worden. Das sei doch nicht vortäuscht. Man hat gemerkt, der meint es wirklich. Die Emma hat ihn also nicht eingeweiht. Nein. Nur einfach aus Jolly gebraucht, der nicht merkt, was sie da aufführt. Am 9. Uhr sind wir zur Besprechung in die Küche von Casa Maria. Die Mami hat sie geleitet, an meinem Handy auf Lautsprecher vom Spitalbett aus. Sie hat am Abend spät noch mit der Grandma Miller telefoniert und sie informiert, die Emma hat den Grauzopf und den alten Nachtwächter entlassen. Die Grandma Miller hat gesagt, es sei nicht nett. Und sie stellen die beiden wieder ein. Ja, aber dass der Grauzopf in der Zwischenzeit verschwunden ist, hat sie ja noch gar nicht gewusst. Ja. Und dann hat die Mami mich wieder ins Bett geschickt, gesungen werden. Und ich soll bitte der Grandma Miller sagen, dass die Emma und der Grauzopf verschwunden seien. Bitte gerade jetzt, damit sie es nicht von der Lady Blake erfährt. Und du sollst dann bitte nicht von einer Entführung reden, wegen ihren Nerven. Ja. Dann bin ich die Alpenstrasse rauf mit dem Sabrimops und mit dem Schlitten für den Heimweg. Und wer ist mitgekommen, statt ins Bett gesungen werden? Hättest du gefolgt, wenn du mir wärst gewesen? Nein. Also. Wir haben bei Grandma Miller gerufen, sie war noch im Morgenmantel und haben alles erzählt. Und der Luis, der Lou, gerade so, Ja. Grandma, die Emma ist entführt worden. Ja, ich habe mich halt verschnurrt. Nein, nichts überlegt hast. Die Grandma Miller wäre fast gekippt. Oh mein Gott, die arme Emma. Da ist dafür die Fabi ausgerastet. Alles hat er erzählt. Wie die Emma den Grauzopf von der Nachbartier hat rausgeschmissen, nachdem Grandma Miller ist gegangen und wie sie stinkfrech bei mir ins Bad ist hineintrampelt und dass die Entführung logisch nur vortäuscht sei. Genau für das hat sie doch ihre Hallöchen mitgebracht. Damit sie einen Jolly hat, der diesen Räuber die Schlüssel gibt. Und ob sie denn nicht gesehen haben, wie heimisch das die Emma hat grinset, wo sie am Grauzopf das letzte Fischkräpfchen zurückgegeben und neue verlangt. Die Grandma Miller hat mich ewig lang angestarrt. Und ich habe gemerkt, mindestens das hat sie jetzt gecheckt. Und jetzt fängt es an zu denken. Ja, und anfangen zu rennen. Sie machen sich auch gleich Sorgen, egal was passiert sei. Und hoffentlich kommt Emma gleich wieder führen. Also, dann sind wir die Alpenstrasse abgeschlittelt. Das hat richtig gestübt. Der Luis hing beim Kürfeln und ich vorne mit der Cleo auf dem Arm. Ja, und dann haben wir noch fast Lady Blake über den Haufen gefahren, die auch gerade zu Grandma Miller wollte. Ich bin in die Wohnung in ein Krippenbad und die Wohnungstüre habe ich beschlossen. Und ich habe über den Mittag der Mama geholfen und am Nami bin ich mit dem Sabri-Mops auf die Polizeistation. Der Rüdu legt gerade den Telefonhörer auf und ich so, Chef, erste Fahndungserfolge? Grossmu. Der hat sich im Bart gekratzt. Jetzt hat ihm gerade der zweite Garagist angerufen. Er hat keinen mit dem gesuchten Profil. Also er
er wüsste jetzt schon gern, wer das diesen Garagisten ein Mail geschrieben hat, dass er solche Pneus suche. Ob ich mir das klären konnte. Und du natürlich keine Ahnung. Er hat gesagt, dem gehen wir dann schon noch nach. Aber dann fährt gerade der Sabarimops an zu kläffen, die Tür prätscht auf, rein stürmt Lady Blake mit einem feuerroten Gring, schreit der Summe, die Leo baut wie blöd. Und dann baut wieder das Sandy-Handy aus dem Louis im Hosensack und lenkt Leo so ab, dass die gerade aufgehört. Mega schlau. Und die Lady Blake streckt dem Vogelrünigen ein Blatt Papier unter die Nase. Eine Lösegeldforderung. Mit ausgeschnittenen Buchstaben ist der gestanden: Wir wollen 100.000 Franken. In der Casinokasse hat es genug. Weitere Anweisungen folgen. Ja, und die Lady Blake so schnippisch. Ausgeschnittene Buchstaben, das sind ja letztes Jahrhundert. So etwas können ja nur von einem 70-jährigen Verbrecher wie einem Grauzopf kommen. So einen schnappt jeder Anfängerpolizist ohne Lösegeld. Von ihr gibt es auf jeden Fall Käse. Und kein Pieps, wie sich ihrer entführten Tochter gehen. Dann ist sie davon und wir haben den Buchstabensalat studiert. Da stüpft mit der Rüde so Ude und ich Fingerabdrücke nehmen und vergleichen mit denen im Grauzopf seiner Wohnung. Und der Rüdu zu dir, bravo. Dann hat er noch anderen Autogaragen angerufen und ich bin zur Fabi. Aber die hat tief geschlafen. Dann bin ich halt hier nachher schlafen. Ja, oder eher vorschlafen für die nächste Nacht. Oh ja, du. Sandy Handy und Claudi Charlie haben ja jenste Überwachungskameras kontrolliert. Und mich am späten Abend geweckt. Ein Treffer. Auf der Kamera bei der Talstation vor Moosboden-Gondel. Der Grauzopf. Ja, wie er aus der Holdrio-Bar kommt. In seinem uralten violetten Skidress. Am Abend um 9:30. Also nur so 3 Stunden vor der angeblichen Entführung. Es geht doch keiner schielen und hockt nicht den ganzen Abend im Après-Ski, 3 Stunden bevor er jemanden entführen will. Sandy Handy hat ein Film anonym einem Vogelrünigen geschickt und dann haben wir überlegt, wenn es nicht der Grauzopf wäre, aber auch keine Show von Emma, wer hätte denn ein Motiv für die Emma zu entführen? Alle, die sie hassen. Also alle. Und wer hat gewusst, dass sie im Sahnenhof ist? Ja, auch alle. Aus der Zeitung und im Internet. Sie hat sie in die Welt rausproletet. Und wer hat gewusst, wo die Überwachungskamera in der Lobby ist? Überhaupt nicht alle. Nein. Die ist extra so klein, dass sie eben nicht auffällt. Und dann kommt mir in den Sinn, der alte Nachtportier hat doch am Hallöchen die Alarmuhr und die Überwachungskamera gezeigt. Ja, und dann sind noch Leute in der Lobby gehockt. Genau, die Lisi Metzger, der Käser Barbarossa und noch andere. Die 2 Lieferanten, die nicht Emma die Preise gedrückt hat. Ah, die hätten ein Motiv. Ja, aber nur zum die Emma entführen. Der Tresorlehrer würde die sicher nicht. Das Hotel Sahnhof ist ja ein wichtiger Kunde für die. Mitten im Nachdenken meldet sich die Claudi Charlie. Mega aufgeregt. Die Überwachungskamera vom Lieferanteneingang vom Palace hat am Vormittag einen schwarzen Minivan gefilmt. Wo 2 Männer aussteigen. Und Fleisch reintragen. Ich so, boah, die Lisi Metzger. Die lässt ihr Fleisch neuerdings in einem schwarzen Minivan liefern. Und die hat nur noch eins interessiert. Klar, dem seine Räder, also das Profil der Pneu. Ich zack aus dem Bett gumpet, zur Nacht um 12:30, angelegt und zum Fenster raus in Neuschnee. Durch das verschneite Dorf ab zur Metzgerei. Und was steht der beim Hintereingang? Ein Minivan! Ich voll aufgeregt, ziehe das Handy raus, fotografiere Pneu. Dann stehe ich auf und schlage mit dem Kopf voll am Rückspiegel an. Im ersten Stock geht das Licht an und der Luis bückt sich zack hinter das Auto. Ich grüppele mucksmüsli still auf der Fahrerseite. Wage fast nicht schnaufen und warte, bis ich es wieder höre knarren. Also, bis das Fenster wieder zugeht. Ist lang gegangen. Ja, aber endlich
hat es geknarrt und ich habe vorgespienzelt, um zu schauen, ob das Fenster jetzt zu ist. Aber das war ging noch offen. Knarret hat etwas anderes. Die Schlachthoftür. Oh, oh. Dort ist sie rausgekommen. In einen Hang eine Taschenlampe. Und in anderen ein Metzgermesser. Ich sehe unter dem Auto durch ihre Füße. Sie kommt langsam zur Beifahrt, läuft vorne durch um das Auto herum, ich robbe gegen hinten und zum Kofferraum. Aber konnte mich nie verstecken. Und sowieso sieht sie deine Spuren. Ja, Die hat ja gern gewusst, wo du bist. eben darum musste ich sie überraschen. Mit einer richtig blöden Idee. Ja, ich hatte halt keine bessere. Also, ich hole tief Luft, kumpe auf und zack über zur Schlachthoftür. Rein, ziehe sie zu und will schliessen. Und dann durch den Vorderausgang davon. Aber dann habe ich im Dunkeln den Schliessknopf nicht gefunden. Und sie kommt und schreist draussen an die Tür. Und ich habe sie verzweifelt zu und taschte im Dunkeln nach dem Knopf. Oh, und habe ihn gerade noch gefunden und konnte beschliessen. Mamma mia! Das hat so grusig gestunken in diesem Schlachthof. Ein bisschen süsslich, wäh und feucht war es. Ich wollte das Handy ihre Taschenlampe anstellen. Aber der Akku war leer vom kalten Schnee. Und draussen flucht Lisi Metzger. Bei mir bist du an die falsch geraten, du Saucheib. Dann wollte sie natürlich aufmachen. Aber es ist ihr, glaube ich, der Schlüsselbund noch in Schnee gefallen. Sie hat ja auch noch die Taschenlampe und das Messer in den Händen gehabt. Und ich dachte, so, jetzt durch den Schlachthof über einen Laden und durch den Vorderausgang raus und davon. Also habe ich mich so langsam vorwärts getastet, im Dunkeln, Schritt für Schritt. Und da bin ich in etwas reingelaufen. Etwas, das hat bambelt. Ja, so wie ein Boxsack, der an der Tille hängt. Und dann ist ich gerade wieder zurückgepampelt, mir voll an die Backen. So kalt und feucht und grusig. Ein totes Tier. Wäh! Ich habe geschrauen und einen Kump auf die Seite gemacht, gerade ins nächste Fleischstück hinein. Und noch eins, und noch eins. Und dann... Dann ist nicht mehr vorwärts wollen, sondern einfach nur noch zurück zum Hinterausgang. Ja, wo die Lisi Metzger den Schlüssel dreht, aber ich zack her und gerade noch hinter die Türe. Gerade bevor sie aufgeht. Die Metzgerin kommt mit der Taschenlampe rein und leuchtet auf die riesigen Fleischstücke an diesen Häken. Zum Glück sind sie noch ein bisschen hin und her gebambelt. Darum hat sie gemeint, der Luis sei zwischen diesen durch und vorne zum Laden und zum Vorderausgang raus. Genau, dann ist sie auch zwischen diesen Fleischmöcken durch. Und ich bin leislich hinter der Schlachthofttür vorgekommen, raus und davon. Boah, im Fall, ich habe richtig geschlottert, bis ich daheim war. Und dann habe ich ganz leislich, aber mega lang geduscht. Und bist trotzdem schon um 7:30 im Sahnenhof gsi? Ja, es musste vorwärts gehen. Ich habe gerade das Morgenbuffet aufgefüllt, da kommt der Luis rein. Gleichzeitig läutet Lisi Metzger an. Das Fleisch käme später jemand eingebrochen. Dann ist ihm Luis sein Gesicht rot angelaufen und ich habe es gerade gecheckt. Ehrlich, Luis? Ja, und dann? Mein Ziel habe ich ja mal erreicht. Die Pneu habe ich fotografiert und wir haben gewusst, das ist nicht das Tatfahrzeug. Dann sind wir mit der Cleo und dem Schlitten auf an die Alpenstrasse. Der Grandma Miller unter die Nase reiben, dass ihre eigene Tochter Lady Blake für ihre Enkelin Emma nicht einmal Lösegeld zahlen will. Das hat eingeschlagen. Meine Tochter. Cold as ice. Also kalt wie Eis. Und ich habe gedacht, sie merkt es endlich. Dann hat sie ihrem Buchhalter angerufen, er soll 100'000 Steine parat machen. Krass. Dann sind wir wieder ins Dorf runtergeschlittert. Ich wollte gerade weiter zum Rüdu mit dem Saber im Mops. Aber der bleibt bei der Promenade stehen, schnuppert an einem Schneehaufen, fährt an zu scharren und grabt das Handy aus. Mit dieser grässlichen violetten Handyhülle, die der Luis sofort erkannt hat. Genau. Und da kommt gerade der Rüdu zu fahren. Ich habe mega aufgeregt gewunken, er hat angehalten und so voll genervt, was los sei. Ich
gerade voll verdattert. Entschuldigung. Dann er, etwas ruhiger. Ja, sorry, er sei nicht wegen mir hässig. Er wisse einfach nicht, was los ist in diesem Dorf. Er kommt gerade vor der Metzgerei. Jemand hat sich dort umgetrieben, aber nichts geklaut. Und er hat den Minivan von der Metzgerin gesehen, aber das Profil passe nicht. Und jemand hat ihm ein Film geschickt vom Grauzopf bei Holdrio Bar. 3 Stunden vor der Entführung. Das lassen wir jetzt von Experten untersuchen. Ja, und vor allem müssen wir herausfinden, wer ihm das geschickt hat und was der damit erreichen will. Du hast natürlich von nichts eine Ahnung gehabt. Nein, von rein gar nichts. Dann hat er gesagt, zuerst gehen wir jetzt mal den Holdrio-Barkeeper befragen. Und ja, Fingerabdrücke haben es auch keiner auf der Lösegeldforderung. Er hat überhaupt keine schlaue Spur. Dann strecke ich ihm das Handy entgegen und sage, «Mo, das da, das hat der Sabri Mops aus dem Schnee gebuddelt. Weisst du, wem das gehört?» «Am Grauzopf!» Die Handyhülle war noch violetter als sein Skidress. Jetzt war klar, wieso der Grauzopf sich nicht mehr gemeldet hat. Weil er sein Handy verloren hatte. Aber wieso dass er nicht mehr in seiner Wohnung war, das haben wir nicht gewusst. Ja, genau. Und dann meldet sich der Funk im Polizeiauto. Einer der Fahnder. Sie haben einen mit dem richtigen Auto und dem richtigen Pneu. Ein gewisser Heinz Hemmi. Wir schauen einander an, beide so noch nie gehört. Der wohne an Hübelmatt 1, in der Nähe der Talstation von Uli Gondel. Ja, ich wollte gerade zum Rüdu ins Polizeiauto kumpen. Aber er so, «Vergiss es, Luis, viel zu gefährlich.» Dann ist er abgefahren, ohne mich. Für zur Talstation Uli Gondel musste er das Tal zur ab und das Nebental wieder zur auf die andere Seite vom Skigebiet Moosboden. Der ist bei diesem Wetter auch etwa 3/4 Stunde. Das hat mich so angeguckt. Aber da vibriert das Handy in meinem Hosensack. Ich ziehe sie raus und sie zeigt mir den Pistenplan. Skifahren ist gesund, Luis. Und ich so, ja klar, Hammer-Idee. Wie lange hast du gehabt? 5 Minuten, um dir den Sabri-Mops zu bringen, 10 zum Heimgehen und die Ski ausgraben, 10 für die Moosboden-Talstation. 20 mit dieser lahmen Gondel auf dem Moosboden rauf. Ja, und dann bin ich auf der Uli-Piste wieder Blitz an die Talstation gefräset. Im Rucksack ein paar normale Schuhe. Da hat das Handy dran gedacht. Bei der Talstation habe ich Ski und Skischuhe betoniert und dann hat mich das Handy zum Haus von dem Heinz Hemmi navigiert. Hübelmatt 1. Und der Vogrünige war noch nicht mal dort, weil ein paar Löhlen mit Sommerpneu die Strasse blockiert. Ja. So eine krasse Villa im Fall. 3 Garagen an der Strasse unten und daneben eine lange Stege rauf zum Haus. Ich habe gerade sofort durch ein Fensterchen in die Garage gezündet. Ein schwarzer Minivan. Dann habe ich die Reifenabdrücke im Schnee vor der Einfahrt fotografiert und das Handy hat es mit dem Foto verglichen. Treffer! Dann kommt gerade der Rüdu daher, hinter sich 4 Mal Verstärkung. Der schaut mich an, mit riesen Augen. Und ich, nur so voll cool, Skifahren ist gesund. Und im Fall, der schwarze Minivan steht in der Garage. Das Profil der Pneu stimmt auch. Wie ein Polizist habe ich gearbeitet. Und dann sagt der Rüdu, ich soll dunkel bei der Garage bleiben. Ja, bist ja dann gleich nachher geschlichen, die Stege zur auf. Ja, klar. Boah, so eine fette Luxusvilla. Und alle Rollläden dunkel, mitten am Tag. Voll verdächtig. Der Rüdu läutet, die Tür geht auf, einer im Pyjama, eben der Hemmi. Dann sind die Polizisten ins Haus und der Rüdu hat den Hemmi in die Zange genommen. Wieso, dass er alle Läden zu hat? Und dann hat er gesagt, ja, die Villa sei nicht ihm. Er hat nur eine kleine Extrawohnung drin gemietet. Und seine Läden hat er dunkel, weil er geschlafen hat. Und die Besitzer der Villa haben die Läden dunkel, weil sie gerade zu Australien sind. Was er vorgestern Nacht am Eis gemacht hat? Geschafft. Darum müssen sie den ganzen Tag durchschlafen. Was geschafft? Mit dem Pistenfahrzeug Skipisten präpariert. Dann haben sie alle Zimmer abgesucht und keine Emma gefunden. Dann sind wir zur Talstation gefahren, der Hemmi hat das Pistenfahrzeug aufgemacht und dem Rüdu auf dem Bildschirm das GPS gezeigt.
Das, was in der Nacht die Route auf der Piste aufzeichnet. Und die Zeit und welcher Fahrer drinnen hockt, weil jeder hat einen eigenen Badge. Er hat in dieser Nacht wirklich die Piste präpariert. Aber als er den Rüdu nach seinem Auto in der Garage hat gefragt hat der Hemmi leer geschluckt. Oh oh. Er ist am Abend zur Talstation gefahren und pisten. Und auf dem Moosboden hat er gemerkt, dass er den Schlüssel im Auto stecken. Aber er sei nicht extra wieder runter. Er hat gedacht, ja, das Auto werde jetzt wohl nicht geklaut. Und es sei ja dem Morgen ging noch auf dem Parkplatz gestanden. Klarer Fall. Jemand hat es ausgelehnt. Der Rüdu hat es gerade böse angeguckt. Und er gerade noch mehr, wo sein Handy hat geläutet. Er hört und nickt, wird bleich und sagt, komm mal sofort. Packt das Handy wieder ein und sagt, die Lady Blake hat das Kuvert bekommen. Mit einer roten Haarlocke drinnen. Von der Emma! Der Rüdu hat der Hemmi springen. Ich durfte ins Polizeiauto laden und beim Zurückfahren hat der Rüdu über einen Funk noch einen Hausdurchsuchungsbefehl angefordert. Ein bisschen spät. Der Rüdu hat gesagt, wenn jemand in Gefahr ist und die Polizei nicht warten kann, dann dürfen sie das. Das ist noch logisch. Eine Stunde später haben wir auf dem Polizeiposten die Lady Blake getroffen. Mit der Locke von Emma und einem Zettel im Kuvert. Heute 21:30 Uhr Geld in den Rucksack unter der Kasse vom Brocki deponieren. Kein Licht, keine Polizei, keine Spielchen. Sonst Pünktli, Pünktli, Pünktli. Die Lady Blake schaut den Rüdu an und sagt eiskalt, sie zahle keinen Rappen. Er soll den Grauzopf mit Falschgeld in eine Falle locken. Die lässt ihre eigene Tochter einfach im Stich. Die Rüdu hat angefangen zu hirnen. 9:30 am Abend, also in 9 Stunden. Und wo er dann jetzt so Lösegeld hernehmen. Dann ich so, schon organisiert, Rüdu? Bei Grandma Miller. Organisiert? Du bist so ein Grossmu. Das war ihre Idee. Nein, unsere. Sie hat es einfach ein bisschen ändern gehabt. Dann hat er mich zur Fabi geschickt, sagen, sie soll bitte die Grandma Miller betreuen und wenn möglich am Nami auf die Bank begleiten. Er kommt dann auch. Die Grandma Miller war so durcheinander, als ich sie informiert habe. Dann habe ich sie einfach umarmt und gesagt, ich bleibe bei dir, Grandma. Dann hat sie so vergrennen. Mein little Fabienne, was würde ich ohne dich machen? Die Rüdu und ich sind zum Beschen ins Brocki. Der Rüdu hat gesagt, irgendetwas ist da faul. Eine Lösegeldübergabe in einem Haus, das ist ein Witz. Die könnten ja gar nicht flüchten. Habe ich auch gedacht. Und der Besche? Der hat gejammert. Er hat doch mit dem nichts zu tun. So etwas Gestörtes. Und das kurz vor der Pensionierung. Der arme Hagu hat richtig Schweißausbrüche gehabt. Auf die 5 bin ich mit der Grandma Miller auf die Bank das Lösegeld holen. Der von Grüningen ist auch noch gekommen. Sie haben auf der Polizeiwache noch die Seriennummern der Noten gestriggeriert, dass man sie später wieder erkennt. Registriert, Luis. Ja, eben ja. Und dann ist er mit dem Rucksack zur Lady Blake und hat ihr gesagt, was sie dann machen muss. Und im Rucksack hat er noch einen GPS-Sender versteckt. Dann ist er sich auf den Polizeiposten umziehen. Weil niemand hat eine Uniform an diesem Abend. Ich habe mit der Grandma Miller Tee getrunken und ihr gut zugeredet. Die ist fast gestorben vor Sorge um die Emma. Am 8:45 hat der Rüdu mich heimgeschickt. Am 9 bin ich hinter dem Container vom Café Birchen gerüppelt. Mega frech. Ja, gell? Am 10 waren sie parat. Polizisten in Stellung, 2 drin und 2 draussen, alle in Zivil, alle Türen offen wie befohlen, das Licht gelöscht. Ja, und dann hat sich der Rüdu auch versteckt. Nämlich wo? Ja, Pech. Da hat er auch am liebsten die Kuttel geputzt. Ja. Wir sind dann nebeneinander gerüppelt und haben das Brocki beobachtet. Am 9:20 fängt es wieder an zu schneien. Am 9:30 kommt Lady Blake daher mit dem Lösegeldrucksack. Wie von den Entführern und vom Vogrünigen befohlen. Genau. Aber gerade als sie ins Brocki will,
bleibt sie plötzlich stehen, zieht ihr Handy aus der Handtasche und hebt es ans Ohr. Dann schreit sie kurz auf, überlegt, tippt etwas ins Handy und rennt zurück mitsamt dem Rucksack. Das Handy vom Vogrünigen surrt. Sie hat ihm etwas weitergeleitet. Eine Sprachnachricht von Emma, die voll verzweifelt zu ihrer Mutter sagt, den Führer befehlen, dass sie das Lösegeld in die Kabine 4 vor Moosbodengondel lege. Und zwar Punkt 4:10. Dann der Rüdu so, in die Gondel? Der sind doch die gar nicht hier, sondern in der Bergstation. Also ist das Brocki nur für die Polizei abzulenken? Ja. Ja, weil sonst wären doch die sofort auf dem Moosboden. Die haben also vermutet, dass die Lady Blake die Polizei einschaltet, obwohl sie es verboten haben. Der Rüdu kumpelt vor und rennt der Lady Blake nach. Ich hinten rein und später die anderen Polizisten. In der Hälfte hat Lady Blake schlapp gemacht. Der Rüdu reisst ihr den Rucksack aus der Hand und spurtet weiter. Ich hinten rein hat gerade noch gelangt zur Talstation. Gondel 4 ist parat und offen. Der Rüdu schiesst den Rucksack rein und 10 Sekunden später fährt die Bahn an zu laufen. Die Gondel fährt los. Die Tür geht zu und nach der Gondel 4 kommt Gondel 5 und die Tür geht auf. Der Rüdu überlegt keine Sekunde und kumpelt rein. Und hier hinten nachher. Mega dumm. Nein, es hat gerade gelangt. Die Tür ist zugegangen und der Rüdu hat mich nicht mehr rausschöpfen. Ja, aber jetzt war er richtig hässig. Ja, als er wieder reden nach dem Säckchen hat er gesagt, «So, Bürschli, du legst dich da auf den Boden vor Gondel und machst keinen Mucks. Das ist eine Anordnung der Polizei und da haltest du dich dran. Verstanden?» Oh oh. Dann hat er über einen Funk eine Polizeipatrouille zur Uli-Station geschickt, weil ja auch würden die Entführer auf diese Seite runterflüchten. Und dann sind ihr auf dem Moosboden aufgeschwebt. Durch die dunkle Nacht, draussen riesige Schneeflocken. Beim letzten Masten hat es geschaukelt. Die Gondel wird langsamer. 5, 4, 3 Meter. Und kurz bevor unsere Türen aufgeht, bleibt die Bahn stehen. Und die sind eingesperrt. Ja. Voll schlau. Die können in aller Ruhe das Lösegeld aus der Gondel nehmen und Emma reinsetzen und niemand kann etwas machen. Ich bleibe liegen. Der Rüdu presst die Lippen zusammen und überlegt. Die sind ja vielleicht wieder bewaffnet. Irgendwann wagt er's und spienzelt gleich raus. Und sieht durch die Schneeflocken durch Lichter von 2 Stirnlampen. 2 Leute, die sich gerade Ski anlegen und der eine mit dem Rucksack voll Lösegeld am Rücken. Und dann sind sie über zur Uli-Piste und die Tür ab. Der Rüdu hat runtergefunkt, sie sollen die Gondel ein bisschen vorfahren, dass unsere Türe aufgeht. Wir steigen aus und dann fahren sie wieder 3 Meter hingern, dass die Gondel 4 zurückkommt. Dann kommt sie ganz langsam, die Tür geht auf und wir zünden mit der Taschenlampe rein. Leer. Keine Emma. Auch nicht im Überwachungshäuschen vor der Bergstation. Nie. Dann sind wir wieder eingestiegen und runter. Aber dank dem GPS-Signal aus dem Rucksack haben wir dafür beobachten, wie die 2 Erpresser die Uri-Pisten runter sind. Und vor allem, wie sie plötzlich bleiben stehen. Auf halber Höhe auf der Piste. Ja, der Rüdu funkt den Kollegen, sie sollen sich dann einen Pistenfahrzeugfahrer schnappen und sich rauffahren, wenn sie an die Uri-Talstation ankommen. Und wir 2 sind in dieser lahmen Gondel tubentänzig geworden, bis wir hier unten im Dorf waren. Der Rüdu rennt zum Polizeiauto, ich hinten nach, aber er so, «Du gehst heim, Anordnung der Polizei.» Dann ist der Louis zur Grandma Miller und mir ins Chalet gekommen. Und wir konnten zu dritt über das Handy der Polizeifunk abhören. 2 Polizisten haben sich in einem Pistenfahrzeug die Uri-Piste fahren. Bis zum GPS-Signal. Und das ist von einer Skihütte am Pistenrand gekommen. Der Sender liegt beim Eingang am Boden. Ja, die Entführer haben ihn aus dem Rucksack genommen. Ja, die haben sicher schon gedacht, dass es einen drin hat. Ja, die Hütte ist abgeschlossen. Der Schlüssel steckt von außen. Und aus der Hütte hört man jemanden um Hilfe rufen. Die
Emma! Mama Mia hat die gerannt vor Erleichterung. Und Grandma Miller neben mir auf dem Sofa auch gerade. Aber dann hören wir in der Skihütte noch eine zweite Stimme. Eine, die wir kennt. Der Grauzopf! Aber der hat nicht die Emma bewacht, sondern war zusammen mit der gefangen gewesen. Der Vogrünige hat beide mit Rettungsschlitten abholen. Und dann meldet sich der Rüdu aus dem Polizeiauto, denn die Führer haben Emma ja mit einem Pistenfahrzeug in die Skihütte gebracht. Und wer habe in dieser Nacht mit dem Pistenfahrzeug gebistnet? Der Hemmi! Das war ja genau sein Alibi. Ja, wo jetzt aber zum Indiz ist worden. Sie mussten den Hemmi nicht einmal suchen. Der war ja auch wieder oben am Pisten. Also haben sie ihn abholen. Der Rüdu kommt an der Uelital-Station an und untersucht im Hemmi sein Pistenfahrzeug. Lösegeld oder so hat er nicht gefunden. Aber er hat das GPS vom Pistenfahrzeug gecheckt. Volltreffer! In der Nacht vor der Entführung hat der Hemmi genau bei der Skihütte gebistnet und ist mit seinem Pistenfahrzeug dort etwa 5 Minuten bleiben stehen. Der Rüdu fragt ihn, ob er in dieser Nacht dann jemanden in die Skihütte hat gebracht. Und da sagt der Hemmi, ich sage nichts, ohne meinen Anwalt. Also hat es gestummen. Der Rüdu hat ihn gerade in Untersuchungshaft genommen. Du musst aber noch sagen, dass er bei der Entführung nicht dabei war. Der hat wirklich die ganze Nacht gebistnet. Das GPS hat es ja gezeigt. Er hat sie nur raufgefahren. Ja, stimmt. Darum hat der Rüdu weiter nach 2 Entführern fanden. Dann hat Sandy Handy aufgehört zu streamen und gesagt, wir sollen schlafen. Ich habe gerade bei Grandma Miller im Gästezimmer gefuset. Am nächsten Vormittag sind Grandma Miller, die Fabi und ich und der Sabri Mops in einem Taxi ins Spital und dann... Das wollte ich erzählen. Also? Im Zimmer 19 ist Emma gelegen, zur Überwachung, mit vergrennten Augen. Sie hat mich dann gleich ein bisschen gedauert. Wie nicht? Nach all dem Fiesen, was sie die ganze Zeit hat gemacht hat? Also ich weiss nicht. Auf jeden Fall, die Grandma Miller ist bei ihr geblieben und ich bin über ins 23, wo die Mami war. Als ich sie gesehen habe, war ich so erleichtert und so erschöpft. Es hat einfach angefangen zu rennen. Vor allem, als sie gesagt hat, dass sie heute heim darf und nachher gerade mit uns mit dem Taxi mitkommen. Yes! Dann bin ich auch noch schnell ins 24 über. Zum Grauzopf und mir. Und der Rüdu ist auch gerade gekommen. Ein bisschen genervt. Jede Schneeflocke im Tal haben sie umgedreht, aber keine Spur von diesen Erpressern. Dann haben wir den Grauzopf erzählen. Als er die Emma entlassen hat er Mami geschrieben und sie hat das Gleiche gesagt wie ich. Mach's frei. In ein paar Tagen bin ich zurück. Und da ist er scheinen und dann am Abend in der Holdrio-Bar verhockt. Er geht erst spät am Abend heim und sieht im Dorf einen schwarzen Minivan, der im nassen Schnee ist bleiben stecken und hat gespult. Er hilft rausstossen und entdeckt auf dem Rücksitz eine mit Augenbinden, Pflaster auf dem Mund und Kopfhörer auf den Ohren. Die Emma! Und da haben sie ihn auch gerade ins Auto geschissen und entführt. Ja, und dabei ist ihm das Handy aus der Jackentasche gefallen. Dann streckt der Vogrünige im Grauzopf ein Foto vom Hemmi vor die Nase. Ob der dabei war? Ja, aber nur als Fahrer vom Pistenfahrzeug, nicht bei der Entführung. Dann ist der Vogrünige ins Untersuchungsgefängnis der Hemmi verhören. Aber der hat nichts verraten. Dafür haben der Grauzopf und die Mami endlich heim dürfen. Nur die Emma hat noch im Spital bleiben. Die Grandma hockt bei ihr, irgendwie traurig. Und da frage ich sie, Grandma, bist du nicht froh? Sie sagt, wegen der Emma schon. Aber sag, Fabienne, what time is it? Komische Frage. Mega. 12:30, sage ich. Und die Grandma, schon 12:30. Und ihre Mutter ist sie noch gar nicht besuchen. Und dann sind ihr wieder Tränen gekommen. Dann habe ich sie wieder umarmt und sie kuschelt mir ins Ohr. Kannst du mir vergeben, dass ich dir nicht geglaubt habe?
Ich war so froh. Ja, man hat es gemerkt. Ich durfte gerade 2 Taxis bestellen. Und dann hat Grandma Miller gesagt, sie und Louis und ich fahren im Ende. Wir nehmen noch einen Umweg. Wir haben es voll nicht gecheckt. Eine halbe Stunde später stehen wir im Foyer von Rosen. Die Grandma Miller lässt Lady Blake rufen. Cleo hat angefangen zu kläffen, aber dann baut wieder das Handy aus meinem Hosensack und dann hat sie gerade wieder Ruhe gegeben. Nein, die Lady Blake, du. How lovely to see you, dear Mama. Ich bin gerade unterwegs zum Emma besuchen. Und dann fragt sie, ob echt der Polizist die Erpresser hat geschnappt und das Lösegeld sichergestellt. Dann schaut Grandma Miller ihre Tochter an und sagt, «Never show your face at the Sahnenhof again.» Also sie soll sich nie mehr in den Sahnenhof blicken. Peng! Und wenn sie es gleich mache, dann steht am nächsten Tag in der Zeitung, dass die reiche Rosenbesitzerin nicht einmal für die eigene Tochter Lösegeld zahlen wollte. Die Lady Blake hat kein Wort rausgebracht. Dann sind wir wieder ins Taxi und zum Chalet. Ich sage so, Grandma, ich hoffe, Sie finden dein Lösegeld wieder. Und dann sie so, Hauptsache, ihrem Grosskind ging's gut. Ah, die Grandma, so lieb. Ja, Das hat sie ganz sicher auch für ihre Grossnichte gemacht. und für mich? Für so einen Bengel, der nie folgt. Haha! Der Vogrünige hätte ja am Nami noch schön zusammengeschissen, weil du die in Gefahr hast gebracht. Ja, schon. Aber er war den ganzen Tag mies gelaunt. Sogar am Feierabend in der Bar vor seinem Bierli. Ja, Lösegeld weg, Erpresser weg und der Hemmi hat keinen Namen gesagt. Der Fall war noch kein bisschen gelöst. Geschlagene 3 Wochen haben sie nach diesen 2 Erpressern gefahndet. Und der Hemmi hat auch nicht mehr erzählt, als was in dieser Nacht ist gegangen. Am Morgen um 3 sind er mit dem Pistenfahrzeug an die Talstation runtergefahren, zum Feierabend machen. Und dann sind 4 Leute in seinem Auto gehockt. 2 davon haben ihn gezwungen, sie zur Skihütte aufzufahren. Und wenn er sie verrate, dann würden sie sagen, er sei ein Mittäter. Der Vogrünige hat dann gesagt, «Nein, Herr Hemmi, es ist umgekehrt. Ein Mittäter seid ihr, wenn ihr sie nicht verratet.» Aber er hat nichts mehr aus ihm herausgebracht. Mit irgendetwas haben die ihn zum Schweigen gebracht. Also erpresst. Als die Besitzer der Villa sind aus Australien zurückgekommen, also der Herr und die Frau Spriesler, hat er die auch noch befragt. Aber die haben der Hemmi nur gerühmt. Mir war wichtiger, dass die Mami wieder im Sahnenhof geschaut hat. Der Paps hätte ja noch länger in der Burnout-Klinik bleiben. Die Emma ist bei Grandma Miller eingezogen und hat tagelang gerannt. Der Grauzopf hat gesagt, als sie die 2 Tage in der Skihütte eingesperrt waren, haben sie zuerst nur geschwiegen und irgendwann miteinander reden. Er hat ihr viele Fragen gestellt und sie mussten viel rennen und sich auch bei ihm entschuldigt. Also die Emma, das sei der einsame Mensch. Ja, wenn man gegen alle das Leid werket. Ja, meistens hat es halt einen tieferen Grund, Louise. Ja. Nach ein paar Tagen war Emma dann plötzlich verschwunden. Zurück auf England zum Bob, ihrem Zwillingsbrüder. Und fort von ihrer Mutter, die sie im Stich gelassen hat. Man konnte meinen, die Fabi hätte Frieden geschlossen mit ihr. Nein, sie hat mich nur gedauert. Aber ich wollte sie gleich nicht mehr sehen. Egal. Also der alte Nachbartier hat nicht mehr zurückkommen. Und da hat der Hallöchen bleiben. Aber das Beste kommt noch. Am Morgen schreibt mir mein Halbbruder aus der Rose, im Casino sei eine Aufregung. Der Rüdu sei gekommen. Sie haben ihre automatische Geldzählmaschine im Casino Banknoten aus dem Lösegeld gefunden. Der Gustavo hat gerade mitbekommen, wie der Rüdu der Spielleiter hat befragt. An diesem Abend haben im Casino 11 Spieler mit Bargeld gezahlt. Der Vogrünige ist die Liste durchgegangen und dann Treffer. Robert und Florina, Spriesler, Hemmi. Hüppelmatt 1. Das Handy geht zack ins Internet,
findet ein Foto und Fabi gerade so: «Nein!» Das ist das Paar, das dann am Nachbarstisch von Lisi Metzger und Barbarossa ist gehockt. Ja! Die haben noch gesagt, hoffentlich übernehmen die Rosen den Sahnenhof nicht gerade ganz. Das Geld dafür hätten sie auch, so wie sie in ihrem Casino die Leute abzocken. Der Spielleiter hat dem Rüdu gesagt, die seien regelmässig im Casino. Also eigentlich immer zu dritt. Alle drei seien spielsüchtig. Der dritte sei der Brütsch der Frau und sie haben ihm ging wieder Geld gepumpt. Aber dann haben sie selber ein Vermögen verspielt. Und haben ausgerufen, das Casino bescheisse ein. Dann kommt der Luis plötzlich auf und ruft: «Skifahren ist gesungen!» Ich habe es kurz nicht gecheckt, aber nur mal kurz. Dann bin ich auch aufgekumpelt. Ja, Ski holen, Gondeln, Moosboden, Uli-Piste, zack. Das war so schön, der Pulverschnitz durch. Ja, aber das Mal war der Vogrünigen mit seinen Kollegen schon der. Ich habe von der Stege zur Villa raufgeschaut und gerade gesehen, wie er an der Haustür hat geläutet. Jemand macht auf. Die Frau Spriessler, ich habe sie erkannt. Dann reden sie. Und gleichzeitig geht auf der anderen Seite der Villa die Terrassentüren auf. Und ihr Mann kommt raus mit dieser Tasche. Und versteckt sie im grossen Pizzaofen am Rand der Terrasse und geht wieder ins Haus. Dann sind wir zack die Stegen rauf, der Vogrüniger reißt gerade mal die Augen auf. Und ich sage: «Wenn ihr in der Villa nichts findet, dann schaut mal in den Pizzaofen.» Und 2 Minuten später bringt einer der Polizisten die Tasche vor der Terrasse führen. Die Spriesslers haben angefangen rummögen. Das sei ihr Geld. Sie haben es nur vom Casino zurückgeholt. Und er würde gescheiter die verhaften. Und ja, die haben sogar noch geschumpfen, wo der Rüdu ihnen die Handschuhe angelegt und sie ins Polizeiauto gesetzt. Aber dann haben sie alles zugegeben. Ja. Im Sahnenhof haben sie zufällig mitbekommen, dass die Emma jetzt hier Chefin sei. Haben die Nachtportiers beobachtet und die Überwachungskamera gesehen und beschlossen, sie entführen die Emma, um ihr das Geld zurückzuholen. Sie haben nur nicht mit dem Rüdu gerechnet. Und vor allem nicht mit dem Team FLS. An diesem Abend ist der Rüdu in der Bar gehockt und hat kein Bier getrunken, sondern ein Güppli, zusammen mit meiner Mama. Und gleich war ein bisschen Brummig drauf. Ja, ich habe ihn gefragt, was sei. Und er sagt, irgendjemand hat da mitgeholfen beim Falllösen. Und er hat keine Ahnung, wer und wieso. Und wir eine Idee haben, wer die Garagisten haben informiert wegen der Pneu. Und wer sich in den Schlachthof umgetrieben. Und wer ihm das Foto vom Grauzopf bei Holdrio-Bar geschickt hat. Ja, das Handy hat in meinem Hosensack ganz zufrieden vibriert. Ja, aber der grösste Hammer hat ja das Handy erst am nächsten Morgen geliefert. Boah, ja, du. Wir sind Gassi, Promenade runter. Da kommt uns die Lady Blake entgegen. Die Cleo macht einen Gumm, reisst mir die Leine aus der Hand und rennt auf sie zu. Dann baut das Liesli aus meinem Hosensack. Die Cleo spitzt die Ohren, bleibt stehen, baut auch. Und das Handy nochmal. Dann kommt Cleo zurück, hockt neben Luis und schaut auf seinen Hosensack. Sie hat nochmal gebaut und das Handy auch nochmal. Dann sage ich zum Luis, man könnte meinen, die zwei von aneinander zu verstehen. Da hat das Handy in meinem Hosensack wieder zufrieden vibriert. Und ich habe gedacht, boah, wenn das Handy und die Cleo könnten zusammen reden, dann würde aus dem Saberi-Mops wirklich noch ein richtiger Detektivhund. Für alle Detektivfälle, die noch kommen. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF.
Produziert im Auftrag der SRG.